Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig und wie in der letzten Episode versprochen, gehen wir heute dem Geheimnis von dem Dorf auf die Schliche. So, der miese Typ ist ja auch so ein billiger Verräter. So, Lagebesprechung zu zweit, toll. Hab ich dich warten lassen? Ich hab Bibi Bescheid gesagt, der weg, der hier sei. Und wie gefällt dir das Dorf? So oft kommst du wahrscheinlich nicht aus dem Schloss, oder? Nee, eigentlich nicht, aber mir gefällt das Dorf. Es gibt so vieles, das ich noch nicht kenne. Und überhaupt ist es das erste Mal, dass ich so frei rumlaufen kann, aber... ich habe bis jetzt nur Kinder gesehen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Normalerweise müssten die Erwachsenen die Felder abstellen oder sonst irgendwo zu sehen sein. Und das Feld war auch nur sehr klein. Stimmt. Irgendwas hat's mit dem Dorf auf sich. Lass uns sofort aufbrechen, wenn Vivi zurück ist. Und was ist mit Steiner? Ich habe eine super Idee, wie wir durch Südentor die Grenze überqueren können. Weil die Grenzpatrouille nur noch dir gucken, müssen wir dich nur gut verstecken. Es wird schon schief gehen. Anders ausgedrückt, schaffen wir es auch ohne den Blecheimer. Hauptsache, ich bin dabei. Oh. Ritter im Dienste ihrer Majestät. Was schafft er dann? Das Brennholz ist perfekt aufgestapelt. Hup. Bei was kann ich euch noch behilflich sein? Liebes Mädchen Shiga. Das Putzeplätzchen meinte er, aber dem müsst mir noch nicht dabei helfen. Oh, bitte entschuldigt meine Aufdringlichkeit. Aber so habt ihr immerhin Zeit gespart. Vielleicht besitzt ihr jetzt die Freundlichkeit und könnt mich eurem Vater vorstellen. Der Papa kommt echt heim, wenn's dunkel wird. Alle Erwachsene arbeiten tagsüber und kommen erst abends wieder. Verstehe. Ich habe immer gedacht, in einer Kneipe erfährt man alles, aber... Oh, es besteht natürlich keine Notwendigkeit, auf einen Erwachsenen zu warten. Erlaubt mir euch, Frore zu stellen. Ich benötige genaue Informationen über die Verkehrsanbindungen im Dorf. Jegliches Beförderungsmittel ist recht. Ich benötige eure Kooperation, denn es ist eine Aufgabe, die äußerst wichtige Persönlichkeit wieder ins Schloss zu geleiten. Seid ihr etwa aus dem Schloss Alexandria? Jawohl. Ich gehöre zur hoheitlichen Einheit, die der Majestät direkt unterstellt ist. Hauptmann der Pluto-Truppe, Adelbert Steiner zur Stelle. Pluto-Truppe? Ich glaube, von der habe ich schon gehört. Wenn ihr vom Hofe seid, darf ich es euch ja sagen. Geht zur Aussichtsturm draußen vom Dorf. Dort wohnt der Großvater Josef. Er kümmert sich um die Frachtschiffe. Frachtschiffe? Oh, glaube ich, dass das fliegende Museumstück auch in dem Dorf Halt machen. Man dankt. Warten. Was gibt's noch? Vielen Dank für eure Hilfe. Ach, netter Rede wert. Ihr seid, die mir geholfen habt. Ich bin in Eile. Entschuldigt. Der hat auf jeden Fall auch was rausgefunden. Naja, letztendlich hätte es auch keinen großen Unterschied gemacht, wenn wir jetzt dort eingebrochen. Aber heute doch ins Haus von den Kings höchst mysteriös. Aber die Erlebnisse von dem Dieb interessieren dich wohl eher Pfenniger, oder? Aber nee, das ist nett. Ich mache mir nur langsam ein bisschen Sorge wegen Vivi. Du hast allerdings recht, es dauert mal ein bisschen zu lang. Dass der alte Steiner noch nicht zurück ist, juckt mich ja wenig, aber dass Vivi noch nicht hier ist. Alle Haupt, lass uns mal noch Vivi gucken. So, bei der Gelegenheit kann ich dir natürlich auch noch mal ein paar andere Sachen geben. Route, haben wir noch nichts Besseres für dich. Federhut aber. Oh, schade, das kannst du auch beides nicht lernen. Aber dafür ist es etwas stärker. Du kannst den Lederarmreif tragen, auch wenn er ihr wenig bringt. Außer, dass es einfach ein besseres Kleidungsstück ist für sie. Gut. Die kriegt noch ihre Spezialausrüstung im Laufe der Zeit, definitiv. So. Dann gucken wir mal. Hey, hast du eine kleine Buchse in deinem Alter mit einer Zipfelmütze? Boah? Nö, ich doch nicht. Okay. Blöde Knorze hier. Da fällt mir ein. Wie war da vorhin dort drüber? Ein Schokobo? Vivi hat hier noch im Schokobo Ausschau gehalten.
Weint da jemand? Es kommt denn etwa aus der Röhre. Vivi? Sieh dann. Also doch, du, wie kommst du denn hier hin? Ist du ein Keller oder sowas? Kannst du dich bewegen? Da ist vorhin ein Mann gekommen und hat gesagt, ich darf mich nicht bewegen. Bist du verletzt? Nee, ich glaub nicht. Alles klar, wir holen dich jetzt raus. Wir werden uns dumm laut, deswegen keine Panik und bleib da, wo du bist, okay? Okay. Was geht hier eigentlich ab? Auf jeden Fall muss es ja irgendwo im Dorf einen Zugang nach runter geben. Wir sollten uns mit dem Suche dummler. Ja. Ja, es war eben total seelenlos von mir. Obwohl es doch eigentlich wie ein idyllisches, ruhiges Dorf aussieht, ist hier doch die Kacke am Dampfer und hier ist ziemlich Arschlochhausen. Die Alt-Gertrud ist also... Oh, Alter, die Alt-Gertrud sieht aus wie der Vater von Markus. Hier aus dem Deel. Mann, Mann, Mann. Die kleine Mary. Ich finde den Schokobo so niedlich, das will ich dich immer hier und lausch. Da ist ein Geld. Okay. Also hier muss irgendwo ein Schokobo sein, so viel ist sicher. Vom Brauner aus kommen wir bestimmt runter, aber ich kann ja nicht einfach so reinspringen. Irgendwo in dem Dorf muss es noch einen anderen Weg geben. Da waren wir noch nicht drin in der alte Mühle hier. Da waren wir nicht. Gucken wir uns die doch mal an. Die Windmühle war der Vivio sehr heiß. Die wollte sich ja angucken, unbedingt. Eris erhalten. Was ist das? Item. Ordnen. Automatisch. Eris. Haben wir nicht? Wertvolles. Eris. Oder Aries. Sind 12 Kameraden. Um die Seele der Virgo zu finden, überlegten wir. Und so ging Aries auf Reisen gen Osten. Erzählung der Stellatia. Okay. Schön. Da haben wir nix. Moment, hier war noch Ausrufezeichen. Hier braucht man wohl einen speziellen Schlüssel. Der Schlüssel des Dorfschulzen steht da drauf geschrieben. Wissen wir auch Bescheid. So, dann gehen wir mal hier hoch. Und solange die Zahnräder in Bewegung sind, kommt man dann an die Schatztruhe dran. So. Dann müssen wir wohl die Mühle hier ausschalten, oder? Ja, aber irgendwie müssen wir es ja ausschalten können. Wo war dann doch nochmal die Kontrolle davor? Da muss es weiter unten sein. Ne, dann sind wir noch hier. Da kommen wir auch zum Dorfschulzehaus. Huch! Was ist denn passiert? Bin der Dorfschütze von dem Dorf. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Ich bin sehr beschäftigter Mann, sofort raus hier. Sagen wir Vivi nicht wieder hin, möchte ich die Lage nicht verkomplizieren. Geh mal. Gut. Hopp. Was haben wir dann da noch? Ja, wenn das mal so nicht so aussieht, als ob es nach unten führt, dann weiß ich ja Anime. Erstmal noch nicht. Ich mag erstmal hier die Mühle ausschalten. Ich weiß noch nicht mehr, wie das war. Da komme ich noch mit dem Schulze-Schlüssel rein. Wo war dann doch nochmal der Ausknopfer, das Ding? Kommt es erst noch? Ich bin mir doch nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, ich muss es von unten ausschalten. Okay, gut. Dann gehen wir halt runter. Und jank, runter mit uns. Das sieht etwas ausgeklügelter aus, als man solche Dorftrampel zustrauen würde, ne? Hier scheint ja wohl was ganz im Arge zu sein. Da ist noch Truhe mit 156 Gil. Sehr schön, nehmen wir auf jeden Fall. So. Dann hier entlang. Moment, ich hätte jetzt auch noch Steiner gucken sollen, oder? So, gerade nochmal. Gerade nochmal hoch. Gerade nochmal gucken, ob Steiner nicht eventuell im Kaffee drin ist. Nee.
Ach ja, stimmt, natürlich. Ich weiß, wo Steiner ist. Mhm. Warte mal. So. Raus hier. Und Steiner ist beim Großvater. So. Aussichtsturm. Da holen wir auf jeden Fall erstmal Steiner zurück. Gerade mal hier ohne gucken, ob er da ist. Nee, da ist er nicht. Aber eventuell ist er over. So. Da wollte er ja ursprünglich hier. Und? Nee, schade. Steiner haben wir leider nicht hier. Okay. Großvater Schorsch, was sagst du? Okay, der findet immer noch seinen Kaffee ganz besonders köstlich. Mir schmeckt der jo ganz besonders köstlich, der Kaffee. Aber rieche kann ich so leider nicht. Ich habe jo für all die es noch nicht wissen sollten, ich habe hier nur 12% Geruchssinn. Ich rieche nur gekochter Essig und Ammoniak, wenn ich es direkt unter der Nase habe. Also anderes rieche ich nicht. Höchstens eine Ahnung, dass es irgendwas sein könnte. Bei dem Riechtest damals, den man als Kind bei mir gemacht hat, habe ich zum Beispiel so 40%ige Pfirsichessenz unter die Naskal gekriegt. Und ich habe nur Sache können, dass es entfernt, ja, Obst ist. Aber was, habe ich nicht gewusst. Ach ja, habe ich damals beim HNO festgestellt gekriegt. Das sieht ja aber, ja, schon ein bisschen merkwürdig aus. Nicht bloß wie eine simple Vorratshöhle aus. Ja, nicht wirklich. Was ist los? Psst. Warum bewegt sich der hier wohl? Hat er nicht der kleine Bruder vom Dorfschulze gefunden? Ja, genau, und seit dem Streit zwischen den beiden, seit er vorbei ist, sollte man ja wieder nett zu ihm sein. Aber hat er nicht die Selbstmeinung wie der alte Schrulle? Was seid ihr von Sinne mit der Feldarbeit aufzuhören? Naja, aber vielleicht wollte sein Bruder ja auch nur ärgern. Für die Feldarbeit haben wir zu wenig Leid. Was soll da die Aufregung? Egal, pack den erstmal schnell in eine Kiste. Ja, wir schicken den einfach mit ins Schloss. Sollen die doch schlau aus dem Wäre? Schloss? Du sagst's mir, wollen ja schließlich bloß Hersteller. So ist es. Das Symbol auf dem Fass. Los, komm mit. Oh. Dommel dich. Vivi. Mistkerl. Sieh da ein Bart. Ui, 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 ui. Hey. Also irgendwas liegt da wohl im Acker. Was soll denn das? Hast du das große Fass neben dem Schuppe gesehen? Ich habe im Schloss Fässer gesehen, die das gleiche Symbol getragen haben. Der Ort hier und Alexandria stehen in irgendeiner Verbindung zueinander und ich möchte raus in den Weller. Und deswegen wollte ich nicht, dass du etwas tust, was die Aufmerksamkeit auf uns lenkt. Ach, verstanden. Aber wenn sie Vivi auch nur eher hoher krümmen, was er nicht hat, dann wäre ich nicht so knapp auf ihre Aufmerksamkeit auf uns lenke. Kannst du das verstehen? Ja. Gut, dann mal los. Sie scheinen weiter ins Innere gegangen zu sein. So, was haben wir hier? Wofür brauchten die große Fässer in Schloss Alexandria? Die Sache stinkt auf jeden Fall irgendwie. Und hier drin haben wir eine Truhe mit Potion. Und die Schokobos sehen hier sehr goldig aus, finde ich, in dem Deal. Ich mag die. Sonst nix. Schade. Okay. Hier fährt der Brunner also. Kein Wunder, dass man das Schokobo gehört hat. Aber goldig Kerlchen ist es auf jeden Fall. Der Schokobo. So, was ist dann hier? Aha. Hat sich noch ein Kupo drin versteckt. Der Kumop. Mock nicht? Ich bin Kupo, übergib den Brief an Mock. Danke, Kupo. Ja, dann speichern wir auf jeden Fall hier nochmal. Ich speichere Kupo. Ah, Mann. So. Ich muss aber was sagen. Ich hab's jetzt derzeit 17:40 Uhr circa. Und in 20 Minuten ist mein Essen gut. Und ich hab Hunger wie noch was. Ah. So. Gibt so einen schönen Paprika-Pilzeintopf. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Nur ein bisschen vegetarisch zwischendrin esse. Statt nur die ganze Zeit Fleisch. Was ist bloß groß genug, um einen Mensch reinzuzwängen? So. Sobald ich mit der Aufnahme fertig bin, ist dann meine Pilzpfanne gut. Und dann kann ich noch ein bisschen Fleisch brote.
Gibt's noch ein bisschen Hühnerfleisch dazu, so geschnetzeltes. Na, komme ich denn hier nirgendwo drüber durch? Nee, warte mal du. Dich brauche ich gerade nicht. Ich mag eher hier was Arsteller. Warte. So, kann ich hier was Arsteller? Ja. Was ist bloß? Achso. Also nicht, aber du, die Kurbel könnte ich doch bedienen, oder? Ups, so nochmal. Die Kurbel scheint eingerostet zu sein. Wenn ich mal dagegen. Platsch. Sehr schön. Nochmal ein Trank. Okay. Und? Sonst kann ich hier nichts machen, obwohl da hinten nochmal einer ist. Shiny Kist. Irgendwie muss man auch dort kommen. So. Da haben wir erstmal nichts. Da ist auf jeden Fall noch eine Truhe, an die ich kommen kann. Mit dem Letterarmreif. Dann hätte ich mir noch einen Sparrekenner zu kaufen. Egal, kann ich ihn halt später verkaufen. Das ist nicht weiter wild. Da können wir nichts machen. Da können wir aber hoch. Und hier finden wir einen Eisenhelm. Ach, der bringt uns nichts. Den haben wir schon. Den können wir dann verkaufen, wenn es soweit ist. So. Hier noch irgendwas? Nix. Okay. Gut. Was ist denn das? Sieh da an. Was ist? Das Schluchzer. Vivi? Sieh da an. Ach, verdammt, das ist ja wirklich Vivi. Ich hol dich doch raus. Warum ist ein Henker eigentlich in den Kasten gezwängt? Wie furchtbar. Also. Das bereiten wir noch her. Warte mal eine Sekunde. Und offen. Was ist passiert? Nachdem wir uns getrennt haben, hat mich ein Mann mit Gewalt hier runtergezerrt. Er hat mich angebrüllt, beweg dich nicht. Da habe ich Angst gekriegt, ich habe mich nicht wehren können. Was hast du da draußen so gehabt? Wo das Fahrtschiff noch gar nicht da ist, hat er mich angebrüllt. Ich habe keine Ahnung gehabt, bevor du eigentlich rettest, da habe ich nichts gesagt und geschwiegen. Du kommst mit der Ladung halt mit, hat er gesagt. Und dann hat er dich in die Kiste eingestoppt. Genau. Hauptsache, du bist verletzt. Aber erst, Vivi, von jetzt aus schweigst du nicht einfach mehr so, klar? Wenn das nächste Mal ernst wird, dann musst du nur laut sagen, was Sache ist. Was Sache ist? Ja, zum Beispiel, schaff deine Drecksvisage aus meinem Gesichtsfeld, du Mistkerl. Drecksvisage, Mistkerl? Oder sowas in der Art. Du kriegst dein Gegner nur einen riesen Schreck, sondern nicht nur einen riesen Schreck, sondern du fühlst dich ja noch gleich viel stärker. Stärker? Ach ja, Vivi, ich würde ganz gern reingehen und mich ein bisschen umgucken. Denkst du, du packst das? Wenn du nicht gehen willst, dann sag's ruhig. Sieh dann, ich will auch wissen, was das hier von Ort ist. Das dort drüber ist mir irgendwie unheimlich. Fein, dann gehen wir mal alle rein. Okay, da werden geflickte Eier rausgespuckt aus der Maschine. Da unten geht's auch noch wo hier. Scheint leer zu sein. Ja, irgendwie ist es merkwürdig. Die Maschine spuckt irgendwelche Flicke-Eier aus. Scheint leer zu sein. Okay. Und 95 Gel. Was ist das für ein Rauch? Moment mal, das ist kein Rauch, das ist der Nebel. Machen wir mal auf. Und wir werden von was attackiert. Alla hopp. Dann wollen wir mal. Was lebt dann hier? Es ist der schreckliche Sinospenst. Oder Sinospenst. Gucken wir wohl, was er hat, das Sinospenst. Aha. Ein Trank oder? Wie geht? Und Blitze scheint er gern zu verschießen. Probieren wir nochmal zu klauen, was er hat. Und... Oder noch was? Und... Ja, erfahren wir erst noch einen Blitz. Okay. Vivi, dann machst du mal Feuer auf den zweiten Hansel hier. Diebstahl fehlgeschlagen, der hat noch was. Okay, Feuer wendet der Acher. Puh, das haut aber gut rein.
Versuch nochmal zu klauen. Und... ja, das war gut Raikauer. Sehr schön. Sie dann... ja. Na gut, dann halt nicht. So. Dann hauen wir halt alle drauf. So. Und... flatsch. Und ein letzter Klatscher noch. Zack. Sehr schön. Das war's. Perfekt. So wird's gemacht. Sehr schön. Leider nur sehr wenig AP. Nebelmonster. Merkwürdige Maschine hier. Und der Nebel fließt hier rein und wird von der Maschine angesaugt. Phönixfeder. Ja, da haben wir noch so Kreaturen. Und mit dem Nebel scheinen anscheinend wirklich die Monster zu kommen. Etwas merkwürdig. Da erfahren wir aber definitiv auch noch den Grund. So, ihr geht dann beide nochmal Eis auf die Schnauze. So. Wow, wow, die ziehen aber ganz schön ab, die Jungs. Und nochmal ein Potion geklaut. Und Vivi macht sie alle. Ah, doch noch nicht so alle. Und... nee, der existiert noch. So, Feuer. Okay, weiter drauf. Du machst erstmal hier auf uns Heilung. Die können wir ganz dringend gebrauchen. Gut, einer ist kaputt. Und der nächste macht sie dann nochmal fertig. So, sehr schön. Vivi darf auch nochmal gern. Puh, Alter. So, drauf. Sehr schön. Holen wir uns auch die letzte Truhe. Und dann muss ich wirklich einen Cut machen, weil mein Essen in 10 Minuten soweit ist. Beziehungsweise die Pfanne ist in 10 Minuten fertig. Und ich muss dann noch das Fleisch broten. So, das heißt jetzt erst einmal hier Potion erhalten noch. Toll. Das war's dann wert, ne? Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und speichern nochmal. Aber die Musik zeigt schon, dass es sehr geheimnisvoll ist. Ja, es wird immer nur noch geheimnisvoller. Und morgen sehen wir dann der eigentliche Grund. Ich habe gedacht, das geht echt schneller. Aber morgen geht es dann wirklich auf den Grund. Absolut versprochen. So, hier speichern wir nochmal. So. Ja, morgen gehen wir dann dem wahren Mysterium von Dali auf dem Abstellplatz hier und der Fabrik auf den Grund. Also machen's gut und bis morgen, ihr liebe Leute. Da sehen wir dann das Rätselslösung. Ayan Yankee.